Die Mannschaft weiß es selbstkritisch. Das war bis jetzt eine sehr durchwachsene Saison mit allem, was so auch Fußball hergibt, auch vereinstechnisch hergibt. Und die Mannschaft ist besser, als sie dasteht. Am Freitagabend empfängt der OFC Darmstadt 98 zum Derby in der 3. Liga. Beide Mannschaften stecken noch voll im Abstiegskampf und müssen unbedingt gewinnen. Wir müssen gewinnen zu Hause, endlich wieder. Wir müssen ein Tor schießen, wollen ein Tor schießen. Wir brauchen die Emotionalität auf dem Feld, trotzdem den kühlen Kopf in so einem Derby. Die Mannschaft will heute Großes schaffen, nämlich einen sportlichen fast Klassenerhalt. Und die 3. Bundesliga. Damit der gelingt, müssen die Kickers aber vor allem eins: ein Tor schießen. Zuletzt traf der OFC Ende März gegen Unterhaching. Wir sind auch zu Recht kritisiert worden in den letzten Wochen, was das Torergebnis betrifft. Da waren wir mäßig, im Moment waren wir da bis zum Freitag zu harmlos. Chancen haben wir uns ja erspielt, auch Möglichkeiten, aber diese letzte Entschlossenheit, diesen Biss, das Tor machen zu wollen. Und da sind alle gefragt, das geht beim Verteidiger los, wenn er in die Situation kommt, bis hin zum Stürmer und insgesamt eben auch ein Stück weit auch Kreativität in unser Offensivspiel legen, wo sie diesen Farbtupfer gegen ja auch stabil stehende Darmstädter, die natürlich auch ihre Möglichkeiten suchen werden, haben gute Leute drin, aber der Fokus liegt erstmal auf unser Spiel. Wir wollen das Heimspiel gewinnen. Ja, die Gegebenheiten sind natürlich perfekt. Ja. Freitagabend Flutlichtspiel, Derby gegen Darmstadt. Ja. Also ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen, die Offenbach unterstützen, ja, dass wir schon, ich hoffe, in einem 5-stelligen Zuschauerbereich kommen werden, ja, und dass mal eine gute Stimmung auf dem Biberer Berg sein wird, und die Brisanz hat natürlich alles. Ja. Es ist natürlich schon gut möglich, dass man die Darmstädter natürlich schon in Richtung Regionalliga schießen könnten. Ja. Das ist ganz klar. Diese Einheit zwischen Mannschaft und Fan und Zuschauer und Stadion in dieser tollen Arena, das was am Freitagabend vor allen Dingen spürt, dass der Funke überspringt und das von der ersten bis zur letzten Minute auch man spürt. Die Fans sind da für ihre Mannschaft, aber die Mannschaft setzt sich sowas von ein, rennt, läuft, ackert, schießt Tore. Ich hoffe nicht nur eins, aber wir brauchen auch dieses berühmte ein Tor, um für uns auch dieses Schlüsselerlebnis so sportlich jetzt hinbekommen. Und das ist auch eine Frage, auch ein Stück weit auch der Frage der Ehre. Und wenn die Hinrundenspiele ergebnismäßig schlecht gelaufen sind, dann gilt es halt jetzt in der Rückrunde, und das ist ja auch wieder eine Art Chancendenken, wir haben das wieder zu korrigieren, haben alle Möglichkeiten in 90 Minuten, das auch insgesamt von der Saison her, aber auch von den Hinspielergebnissen her zu korrigieren. Okay. Wir brauchen keine Angst haben, das können wir ablegen. Auch der Fehler wird verziehen. Das haben wir gegen Preußen Münster gesehen, wie die Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute, die hinter der Mannschaft standen, nach vorne gepeitscht haben, nach vorne getrieben haben. Und diese Schlüsselerlebnisse, wie wir sie hatten, der Ball muss über die Linie gedrückt werden. Egal wie, ob wir mit 2 Mann noch über die Linie gedrückt werden, der Ball muss über die Linie. Das muss man einfach spielen. Der Biberer Berg muss beben, das braucht die Mannschaft. Wir sind sportlich noch nicht durch. Wir wollen das am Freitag auch für uns zwingen. Wir brauchen euch als Fans, dass dieser wieder Funken, wie ihr es auch gegen Preußen Münster schon sehr, sehr gut hinbekommen habt, auch am Freitagabend spürt, dass die Mannschaft den 12., 13., 14., 15. Mann hinter sich hat, um dieses Spiel zu pressen, zu gewinnen.